wir auch schon wieder in Lichung. Aber hier so 90. Ja, ist doch egal. Burberfest war auch. Dann ist doch hier KLP fängt doch bald wieder an, ne? Sag mal, Conny, du bist so still. Bei dir ist das doch irgendwie Donnerbrode gerade, oder nicht? Ich mache mir Gedanken, KLP, wir haben ja Auftritte wieder. Ja, haben wir. Müssen wir hin. Ja, aber Ich freue mich auch drauf. wir müssen mit der Zeit auch mal wieder gehen. Ne? Und du weißt ja, was anliegt. Klimaschutz. CO2-frei. Du, das ist eine Aufgabe für uns. Das ist das Thema schlechthin. Wir wollen ja dieses Jahr CO2-neutral zu den Auftritten, ne? Ja, toll. Mit Bus und Bahn und was weiß ich. Naja, ich hab mal jetzt kürzeste Verbindung rausgesucht. Erste Ding ist ja an Corvin. Am 19.05. 19 Uhr fängt das an. Bei Bobby. Bei Bobby, genau, bei Klenze da hinten. So, dann habe ich mal eingegeben, kürzeste Verbindung. Da können wir bei dir schon direkt in der Bahnhofstraße sozusagen mit dem Bus, Kästnerschule, ja, super. im Bus einsteigen, dann fahren wir bis zum Bahnhof. So, dann mit dem Zug müssen wir nach Lüneburg. Mit zu der Zug, da kannst du vergessen, Eriks fährt nicht. Ach so, Gibt's gut. Ersatzbus. Oh, scheiße. Ersatzbus, 1,5 Stunden fährt er. Und du weißt, also 1,5 Stunden ohne Pinkeln, Prostata sagt nein. Ja, dann nimmst du eine Tüte mit. Dann können wir Eine jetzt, Tüte! da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. So, dann kommen wir in Lüneburg an. So, dann habe ich rausgefunden, dann haben wir 6 Minuten Zeit, ganzes Equipment zu verladen. Dann fährt er uns nach Uelzen. Also das ist Lüneburg Stress. Das ist ja total schade. Den ganzen Kram, Anlage. Ja, ist so. Nützt ja nichts. CO2-neutral, also kürzeste Verbindung hat er gesagt, ne, dann wäre ich Lüneburg-Uelzen. So. Wann kommen wir da an? Irgendwann sind wir in Uelzen, sind wir irgendwann um 2. Ja, da sind wir doch noch kein Stück näher an Corvin. Nee, aber dann haben wir 4 Stunden Aufenthalt in Uelzen. Also da können wir uns Zeit lassen mit dem Umlassen. Und dann kommt dieser Zug, der, weißt du, sozusagen von Hamburg nach Berlin fährt irgendwie und dann zufällig Schneeger Bahnhof landet. Also Schneeger, oh, an- das ja, ist ja. schon Landkreis. Und dann sind wir irgendwann, glaube ich, 19:30, weiß ich nicht genau, oder nee, 21:30 Uhr war das, glaube ich, richtig, sind wir in Schneeger. Ja, aber Schneeger und dann? Ja, dann haben wir ein Problem. Dann gibt es nämlich, fährt keiner mehr. Dann müssen wir da irgendwie übernachten. Übernachten, diese Bahnhofsmission. Ja, ich würde sagen, da packen wir einfach mal ein Wurfzelt ein, weißt du, und dann ist das eine Ding mehr ist doch völlig egal. Das kriegen wir doch wohl hin. So packen wir schön ein Wurfzelt ein und dann ist gut. Übernachten. Übernachten wir da schön. Ja, das Wichtigste ist ja immer nächsten Morgen einen schönen Kaffee oder was. Ne, also da muss ja dann damit losgehen. Ja gut, ich meine, wenn wir eh schon ganzen Ausrüstungsscheiß mitnehmen, ich habe noch hier von meinem Opa noch so einen alten Benzinkocher aus dem Ersten Weltkrieg. Der macht den Kaffee Also nicht geil. Benzinmeister CO2 frei, Oh, das hatte kannst ich du vergessen. Ja, hatte ich vergessen. Nein, nee. Ich habe da eine andere Idee. Ich habe das ist ein Parabolspiegel, weißt du, das ist so ein Teil, klappt man auf, Was ist fängt das die denn? Sonne ein und dann dauert das ungefähr 2 Stunden und im Zentrum kann man dann so einen kleinen Becher hinstellen mit Wasser. Im Zentrum nach 2 Stunden ist das dann 01 dann oder was? Wasser warm. Das ist doch nicht schlecht. Ja, ich meine, wir haben ja Zeit an den Tag noch, ne? Vor allem, bis wir da loskommen. Ja, aber wenn Dunkelflaute ist. Dunkelflaute ist ein Problem, da gibt es keinen Kaffee. Ja, man muss Abstriche machen. Ja. So, Aber dann- dann sind wir, und dann, wie kommen wir da? Dann fährt ein Bus irgendwann von Schneeger nach Klenz. Ja, ja. Das ganze Zeugs wieder Ja, rein. und in Klenze zu Fuß gehen oder was? Hast du eine Idee? Also wir hier Graf Gobbi. Ach so. Der hat doch Pferdekutsche. Und da kann es dann Der schön. Veranstalter, der holt uns mit der Pferdekutsche. Ja, das ist eine gute Sache. Das ist geil. Ja. So, aber wie lange sind wir da eigentlich unterwegs? Wann sind wir denn da? Ja, irgendwann so späten Nachmittag. Ja, du, aber ich weiß nicht, ob dir klar ist, wir sind jetzt schon 2 Tage unterwegs. 2 Tage! Ja, dann müssen wir halt, wenn wir Freitag spielen, müssen wir Mittwoch los. Gibt's ja nichts. Ja gut, dann haben wir das schon mal geklärt und zurückkommen ist Ja. auch, weiß ich nicht Na genau. gut. So, Okay. nächste Ding ist Prissa. Wann war das? Prissa am 22. Montag, 22.05. 18 Uhr 18 bei Uhr. Krishan. Du, das können wir vielleicht mit einem Bollerwagen machen. Völlig kalt. Bollerwagen. Du, und wenn das zu anstrengend ist, auch wegen ganzen Equipment tragen, dann können wir bei Krischer noch übernachten da in der Lichur. In Uelzer Straße ist das, glaube ich. Ne? Ein Ja, Hofzelt aber haben wir noch drin, da können wir im Garten übernachten. Und Aber- die letzten 800 Meter schaffen wir auch so. Du, ja, aber im Grunde sind wir dann mit Rückweg auch wieder 3 Tage unterwegs. Ja. Na ja, gut, was haben wir als nächstes? Ja, dann haben gibt es wir noch einen, Neudarchau, am 29.05. Pfingstmontag, Frühschoppen. Eigentlich geil. Frühschoppen ist eine gute Sache. Ne, da habe ich rausgefunden, auch wieder die kürzeste Verbindung. Da können wir direkt von dir aus wieder Bahnhofstraße mit Bus Richtung hier Bahnhof und dann fährt da so ein Bus nach Hitzacker. Da sind wir- Hitzacker, weißt du, was wir da machen? Da machen wir mal was ganz Verwegenes.
wir gehen aufs Sofafloß. Das ist keine schlechte Idee. Ja, und vor allen Dingen das Sofafloß hat ein Klo. Ja. Ah, Ist super. das auch öffentliche Verkehrsmittel? Ja, Naja, das man, müssen wir mieten. man muss gucken, aber ist immerhin. Ist das auch CO2? Ja, das fährt dann so mit das fährt Flussgeschwindigkeit. mit Akku, ne? Mit Öko-Akku. Das Das ist ist das mit CO2-neutral. Treiben. Ja, gut. Treiben. 5 km/h. Wird ein bisschen knapp dann mit der Zeit, aber vielleicht kriegen wir das hin. Könnte sein. Du, was ich mir noch überlegt habe, ist so diese Verpflegung unterwegs. Also wenn wir jetzt fast 10 Tage unterwegs sind. So, Ja. abends will man ja auch mal so ein Bierchen trinken, ne? Was machen wir denn da? Da sagst du was Wichtiges. Ich sehe eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir vorher vielleicht so ein bisschen an der Strecke Depots anlegen. Ja, aber das ist doch Beschiss. Dann willst du mit dem Auto dahin fahren und überall sozusagen. Ja, das Bier fällt aus der reservieren. Bilanz raus. Also, Nee, ja, das. Nee. so weißt du, mal in Uelzen im Parkhaus mal einen Kasten Bier irgendwo versteckt. So gar nicht schlecht. Guck mal, wir haben jetzt ausgerechnet, wir sind grob 10 Tage unterwegs. So, wir müssen das absagen, das geht nicht. Also wir können nicht CO2-neutral Nee. Also Absagen geht gar nicht. Geht Ne, nicht. dann sind wir ganz aus dem Geschäft raus, das geht nicht. Ich habe so ein paar Ideen. Also Dann kommt was, du wieder. was hältst du von Online-Konzerten? Ja, das ist doch scheiße, Mensch. Mit Corona, hier saßen wir schon fest und jetzt Online-Konzerte während der Kaltpi. Nee, da Hast bin ich was raus. Besseres? Nee, da meine ich nicht. Hast was Besseres? Statt online. Unsere Wir können ja vielleicht trampen. Trampen, Mensch, kein Mensch kennt überhaupt nur diesen Begriff. Ja, hast du auch Trampen. recht. Also, das kannst du wirklich, glaube ich, vergessen. Also eine Busverbindung und so, 10 Tage unterwegs, CO2-neutral ist irgendwie schwierig. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ja, so modern mal ein bisschen. Vielleicht. Ja, du bist doch immer so aufgeklärt. Lastenfahrrad! Lastenfahrer! Ja. Aber ich sage dir jetzt mal, du musst nur einen knallharten Fakten-Checkout, damit das auch alles stimmt. Ne? So ein Lastenfahrrad kostet 8.000 Euro. Oh, Ne? Und du weißt ja, unsere Hutkassen, wir haben das ja mal so ein bisschen ermittelt und rausgekriegt. Also pro Person sind das so im Schnitt 4,89 Euro. 4,89 Euro. So, nun rechne mal aus, das auf ist nicht 8.000 viel, ne? Euro. Das sind 80 Konzerte, die müssen wir versteuern. Tun wir auch. Ne? 100 Konzerte rund für ein Lastenfahrrad. Wann sollen wir denn das machen? Ja, schaffen wir gar nicht mehr. Ja, das ist auch schwierig. Also, da sehe ich schwarz. Aber weißt du, das andere Ding ist, ne, bei uns schmeißt du nichts in die Hutkosse rein, aber wenn so eine scheiß Erdbeertorte irgendwie angeblich Bio 8 Euro kostet, da haben sie kein Problem mit. Ja, das stimmt. Das ist eine schlimme Sache. Das ist immer das- Der Künstler wird nicht mehr gewürdigt. Das ist echt eine schlimme Sache. Mann, was waren das früher noch für Zeiten? Ja, das ist verdammt lange her, du. Du, ich weiß noch, als wir pfandfreie Bierdosen einfach so in den Graben geschmissen haben, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ja, und ich habe immer gesagt, Harry, hol den Wagen. Ne? Ja. Das ist aber verdammt lang her, da haben wir doch einen, oder nicht? Verdammt lang her. Da haben wir doch einen. Echt? Bist du weit? Jo. 3, 4. Verdammt lang her. 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 Die kaputte Welt wohl die guten Angel nehmen. Aber wo die Ölto hin, fängt das Paradies nicht an. Die Himmelfahrt nicht bloß die anderen, ob er einen Tumpen bringt. Nee, du seist ein Schlimmes mit dem Mann. Ich sag heute an Ende von den Tunnel nach der Licht. Ich richte in Köln für wieder weg. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Ach ja, verdammt lang her. Scheiße, ist das verdammt lange her. Mann. Du, mir fällt da gerade noch mal was ein. Ne? Ja, sag Man mal. kann das ja auch alles ein bisschen anders machen, so ein bisschen mal mit der Zeit gehen. Wie Also meinst du das jetzt? wir brauchen
wir können natürlich jetzt mit ÖPNV und alles Mögliche und sind 10 Tage unterwegs, aber wir können natürlich auch einfach das CO2-Äquivalent verpressen. Wie meinst du das jetzt? Naja, technologieoffen, wie dieser Porsche-Fahrer da immer sagt von der Regierung. Technologieoffen, verpressen. Und ich sag dir, CO2 verpressen in Donnerbalken. Einfach rein in den Donnerbalken. Nicht auf der Hand. Rein und die Sache ist durch. So machen wir das. So machen wir das. Fertig. So, wir spielen. Das kriegen wir verpressen, das CO2 in Donnerbalken und reisen an wie gewohnt. So. Mock Alles up. klar, Mock out, ich Mock Tau hier. Tschüss. So. Ups, tada. Das war's. Ich mach wieder auf. So, da sind wir wieder. Gut, ich mach Stopp. Gespielt haben wir scheiße, aber ich fand das ganz gut, dass wir scheiße gespielt haben. Alles verpresst. Alles verpresst. Die waren relativ zügig dabei. Also, und unsere Haltung war gar nicht so schlecht. Dialoge waren top.